Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung: eine Rinkenbergerin spielt bei Olympia Hockey, eine Thunerin backt am deutschen Fernsehen eine Torte, eine Steffisburgerin schreibt über ein Theater an der Steiner Schule. Bevor wir jetzt zu unseren 3 Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Miserable Noten für den Kanton Bern. Die grossrätliche Geschäftsprüfungskommission äußert sich nach dem Umweltskandal beim Blausee sehr kritisch und redet sogar von dringendem Handlungsbedarf. Der Kanton sollte seine Kontrollen unbedingt verbessern. Die Pacht von allen Gastrobetrieben nach 20 Jahren gekündigt. Ab Sommer 2023 wollen die Lenkbergbahnen die Leitung der Berggasthäuser Leiterli, Mettstand und Snow Beach Lodge Metsch selber übernehmen. Die bisherigen Pächter zeigen sich überrascht und enttäuscht. Juk Egli wird Verwaltungsleiter. Auf den 1. Juli 2022 tritt er die Stelle als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gemeinde Meiringen an. Der 52-Jährige hat sich im Rekrutierungsprozess unter den 7 Mitbewerbern durchgesetzt. Fester Bestandteil der nationalen News sind im Moment die Olympischen Spiele. Mit ihrer Teilnahme in Peking hat sich die 18-jährige Laura Zimmermann aus Rinkenberg einen Kindheitstraum erfüllt. Während sie in Peking einem Böck nachjagt, fiebern daheim Mutter und Großmutter am Fernsehen mit. So etwas erlebe ich vielleicht nur ein einziges Mal, hat die Großmutter Manuel Moser im Interview erzählt. Die Eishockeyspielerin Laura Zimmermann ist gerade an den Olympischen Spielen. Darum fällt das Familienfest zu Rinkenberg kleiner aus als sonst. Im kleinen Örtchen am Brienzersee wird aber fest mitgefiebert. Grossartig, ich bin unglaublich stolz auf alles, was sie hat erreicht. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass sie gesund ist geblieben, bis die Olympischen Spiele losgegangen. Es war nicht eine einfache Zeit, gerade um das ganze Corona, um mit Isolieren, mit Testen und immer negativ getestet bleiben und allem. Wir sind sehr, sehr froh, dass es geklappt und die Familie hat viel auf sich genommen. Der Arbeitgeber ist sehr, sehr grosszügig und von dem her sind wir eigentlich alle einfach unendlich dankbar, dass es so gut ist aufgegangen. Inwiefern hat das Thema oder Alltag tangiert? Also nicht mal nicht so einfach gewesen, oder? Nein, also es war sehr schwierig. Die Laura hat fast 3 Wochen vor dem Abflug aufhören zu arbeiten, weil man einfach halt wirklich kein Risiko mehr ist eingegangen, dass man irgendwo das Corona wie noch verwünscht. Wir waren dann hier daheim, wir haben daheim eine Maske getragen, wir haben nicht mehr am gleichen Tisch gegessen. Also für ein Mutterherz eigentlich fast zerreissend, weil man wirklich nur noch um Ecken fragt, ist das Essen gut? Ja, es ist okay. Und man konnte sich nicht mehr nachkommen in dem Sinn, wo wir halt als Familie wie sehr viel Wert darauf legen, dass man zusammensitzt, dass man Zeit verbringt. Das war ganz, ganz schwierig. Wir haben aber auch gewusst, dass sich das wird lohnen und es hat sich ausgezahlt. Und von dem her hat man das sicher alles in Kauf genommen. Wenn man sie jetzt vielleicht vor 10 Jahren gefragt hat, dass ihre Tochter mal Olympische Spiele bestreitet, haben Sie damit gerechnet? Gerechnet nicht. Vielleicht insgeheim träumt. Laura war immer sehr bewusste Person gewesen, die hat immer gewusst, was sie will. Schon lange ist auf ihrem Laptop das Titelbild aus dem Logo von Peking bestanden. Also das hat sie jetzt etwa 3 Jahre auf dem Computer mit sich herumgetragen, weil sie genau gewusst, dass es eines von ihren grössten Zielen ist. Und ja, vielleicht hat man es insgeheim immer ein bisschen geträumt und gehofft, aber sicher nicht damit rechnen, weil ohne Fleiss und ohne Engagement von allen wäre das sicher nicht so möglich gewesen. Ich nehme an, Sie sind einer der grössten Fans und sind pünktlich vor dem Fernsehen auch wenn es recht früh ist. Ja, das steht gar nicht zur Diskussion, es ist so. Also, es ist auch ein bisschen schwierig, in Kontakt zu treten mit der Zeitverschiebung. Wir haben WhatsApp, sie sind doch recht eingespannt, müssen so ein bisschen medientechnisch und Social-Media-technisch aufpassen, was sie machen. Es ist halt dort immer ein bisschen schwierig. Und ja, da sind wir sicher dabei, den Vorbereitungen, den Aufzeichnungen, die das Fernsehen oder der Livestream mit sich bringt. Und von dem her sind wir eigentlich immer ready, auf dem Sofa für die Daumen zu drücken. Ja. Mit ihren Grosseltern hat Laura 2 weitere grosse Fans. Mit ihnen hat sie auch die ersten Schritte auf dem Eis gemacht. Wir sind mega stolz auf unsere Laura, dass sie es so weit geschafft hat und dass sie von Kind auf gerne Schleifschuhe und ich mit ihr auch viel erlebt habe in dieser Sache. Freut es uns besonders, dass sie es bis so weit gebracht hat. Das heisst, sie war schon als kleines Mädchen mit ihnen auf der Eisbahn? Genau, ich bin viel mit den Kindern und Grosskindern Schleifschuhe,
weil ich selber auch gerne gelaufen bin. Und das hat einfach gepasst. Die ersten Spiele der Frauen sind schon durch. Haben Sie die alle mitverfolgt? Jawohl, wir haben das rege verfolgt. Wir sind aufgestanden morgen um 10 ab 5 Uhr, dass wir die Laura sehen konnten mit ihrem Team, wo sie sich alle liebe Mühe haben gegeben, um alles zu bewältigen, was machbar war. Mir ist sehr gerne aufgestanden. Mir hat das am Abend davor ein bisschen ins Hirn gefasst und morgen ist mir einfach erwacht, ohne Wecker, und denkt, ich muss die Laura sehen, wenn das Spiel beginnt. Wie fühlt man sich als Großmutter, wenn die Enkelin auf der grössten Sportbühne eigentlich dran ist? Höllenstolz, dass wir das erleben dürfen in unserem Alter. Wir sind ja AHV-Bezüger und haben Höllenfreude, dass es so weit gekommen ist. Haben sie auch manchmal begleitet, auch zu einer Einspann, zur anderen, auch immer Transfer gemacht für sie und haben Freude und Spass gehabt. An einem ganz anderen Wettkampf, allerdings auch im Fernsehen, nimmt die 49-jährige Alexandra Vivian Henny teil. Sie tritt in der deutschen Fernsehsendung «Allererste Sahne, wer backt am besten» auf Fox teil, wo sie gegen 4 Konkurrenten antritt. Sie wollte mit ihrer Säulischlammtorte überzeugen, wie sie meinem Kollegen Benjamin Abeckle hat erklärt. Das ist KitchenAid. Das ist so eine Kultbachmaschine tatsächlich. Alexandra Vivian oder auch Lexi genannt. Du hast mitgemacht bei «Allererste Sahne», eine Bachshow bei Fox. Und du darfst noch nicht sagen, wer ist erst wo. Nein, das dürfen wir leider noch nicht verraten. Aber du kannst uns sagen, wie es für dich war, die Erfahrung. Es war eine Wahnsinnserfahrung. Also wir sind in einem anderen Film und ich würde es jederzeit wieder machen. Es war auch spannend. Es war auch sehr herausfordernd und streng anstrengend. Wirklich backen ohne Rezept, also nicht ohne, tatsächlich. Genau, jeder hat ja ein Meisterstück gemacht und hat man das nachbacken ohne Rezept. Was hast du für ein Meisterstück gemacht? Ich habe eine Schweinchenschlammtorte gemacht. Also wir sehen, es wird eine rechte Herausforderung für die anderen sein. Es sind da 4 sehr spezielle Torten dabei rausgekommen am Schluss. Zusammenfassend würde ich sagen, sofort wieder. Also wir haben echt sehr viel Spass miteinander. Ich habe super tolle Freundschaften geknüpft dort. Also wir haben heute noch Kontakt. Wir haben uns Weihnachten gegenseitig Sachen zugeschickt. Und, aber es ist wirklich sehr... Also wir sind in einem anderen Film, buchstäblich in einem anderen Film dort. Es ist ganz eine andere Welt und eben auch sehr, sehr anstrengend, aber sehr fordernd, aber jederzeit wieder. Weniger im Fernsehen, dafür mehr am Lesen und Schreiben zugewandt, ist Duma Binetti aus Steffisburg. Sie hat die 8. Klasse von Rudolf Steiner Schule Berner Oberland dabei beobachtet, wie sie das Stück «Les Miserables» auf die Bühne gebracht. Wieso dass sie gerade das beschreibt, das hat sie meinem Kollegen Patrick Schmed erklärt. Egal wo ich bin, wenn ich ein Buch habe und einen Stift, kann ich immer schreiben. Das habe ich schon früh gemacht. Das hat mich sehr interessiert. Auch immer. Geschichten habe ich nicht wirklich auf eins fixiert. Auf der ganzen Welt gibt es so viele Geschichten. Und dann hört man auch ein bisschen von anderen Orten und nicht nur von unserem. Ja. Das war für mich sehr spannend. Das Theaterstück das spielen wir auch in der Schule als 8-Klass-Theater. «Les Miserables», ein sehr spannendes, wirklich spannendes Stück. Ja. Ich spiele nicht eine Hauptrolle, aber es sind 2 Frauen. Eine ist eine Assistentin und eine ist eine Schwester vom Bischof. Das sind 2 Rollen, die auch wichtig sind im Stück, aber es nicht unbedingt die Hauptrollen sind. Ich gehe in Novobis, in Steffisburg. Dort gibt es halt sehr viele Stifte, Malsachen, Pinsel. Und das ist halt auch für mich faszinierend, auch die Farben zu sehen, die verschiedenen Sachen, die ich male und schreibe sehr gerne. Und dann gehe ich auch dort schauen, wo es einfach angenehm ist, auch dort zu sein. Ja. Wie bühnenreif das Wetter das Wochenende ist, das seht ihr gerade anschliessend in der Prognose. Ich wünsche jetzt euch so oder so schon einen geruhsamen Abend und eine gute Zeit. Wieder schauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus.
Ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland am Freitagabend, am 11. Februar. Eine Kaltfront hat in der Höhe ein bisschen Schnee gebracht in der Nacht und heute am Vormittag. Es war zuerst heute auch noch grau. Nachher hat sich aber die Sonne durchsetzen. Wir haben jetzt am Wochenende den Einfluss von einem Hochdruckgebiet und entsprechend dürfen wir uns auf ein schönes Wochenende freuen. In der Nacht auf den Samstag ist es meistens sternenklar. Am Samstagmorgen kann es lokales paar Nebel- oder Hochnebelfelder haben. Sonst aber ein strahlend schöner Vormittag morgen. Morgens aber kalt und verbreitet haben wir hier auch Frost. Am Nachmittag ziehen dann aus Westen Schleierwolken auf, die sind aber mehrheitlich dünn und dürften kaum stören. Also hier geht es mehrheitlich sonnig weiter. Temperaturen in Adelboden bei -1 Grad, um die 0 Grad in Grindelwald, 4 bis 5 Grad haben wir hier am Thuner und Brienzersee. Und auch am Sonntag sieht es sehr schön aus, abgesehen von wenigen Schleierwolken. Temperaturen maximal bei 8 Grad. Am Montag dann aber viele Wolken, zeitweise auch Niederschläge, Schnee ab rund 1000 Meter. Und insgesamt geht es dann veränderlich weiter ab dem Dienstag. Temperatur aber eher auf der milden Seite. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Geniessen Sie das sonnige Wochenende, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen und bis bald.